Was ist denn? Mein lieber Rudi, wir zwei, ich müsste mal ernsthaft einmal ein Wörterl reden. Was hab ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Kannst du mir sagen, was das da herin alles soll? Was denn? Ja, die ganzen Bierkasten da herin. Ja, du hast doch gesagt, du möchtest einmal auch was Grünes im Wohnzimmer haben. Also, In 5 Minuten komm ich wieder, dabei ist das Zeug alles weg. Hast mich? also die weiß auch nicht, was möchte. Wie du das machst, ist verkehrt. So, da haben wir jetzt meinen Schweinsbraten und da kommt der Jagerbraten her, gell? Danke. Einen guten. Mei, ist das schön, dass die ganzen Beschränkungen endlich wieder wegfallen und dass ihr endlich das Lokal wieder aufsperren könnt und einen Umsatz macht. Ja, es ist halt Zeit geworden, gell? Ja. Und vor allem, dass ich endlich nicht mehr 1,50 Meter von meinem Mobik sitzen muss. 1,50 Meter von einer Moorweg sitzen. Aber die Beschränkungen haben doch noch nie gegolten für ein Ehepaar in einem Haushalt, oder? Ja, sag einmal, was hast denn du mir die letzten 2 Jahre für einen Schmarrn erzählt, ha? Ich, ein Schmarrn? Das war nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, gell? Nicht, dass sich nur einer von uns einmal ein Virus einfängt. Vorsichtsmaßnahme. Ja, schau ihm nicht um, mein Lieber. Pass für auf, dass du nichts einfängst, gell? Sag Sohnemann, und? Was sagst du? Was ist denn das? Mein neuer Faltenrock. Oh, passt irgendwie zu deinem Gesicht. Glaubst das? Ah, hey! Au! Herrgott! So, schau her. Immer gleich den da, oder? Jo. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, die Tamara hat mir echt gut gefallen. Und was die für Augen hat und das Gestell. Ja, die ist schon nicht schlecht, aber für mich persönlich, mein Fall war es jetzt nicht. Was dein Fall war das jetzt nicht? Auf was für ein Typ Frau stehst nachher du? Mei, das kann ich jetzt auf Anhieb so gar nicht sagen. Das kommt schon drauf an. Sie muss halt schon irgendwo das gewisse Etwas haben, nicht? Und einen guten Charakter. Hm? Ja, der Charakter. Da, was hältst du von der? Weiß ich nicht, müssen die von vorn sehen. Bedienung! Zu euch komm ich auch gleich. Oh, die gefällt mir. Ja. Und schau, wie viel Charakter die hat. 2, 3, 5 Charakter hat die. Irgendwie schon seltsam, oder? Was? Ja, ich mein, jetzt wo alle 2 Kinder endgültig ausgezogen sind, ist schon ein wenig ruhig im Haus, oder? Gingen's da ab? Bisschen schon. Möchtest Verbindung zu ihnen aufnehmen? Ich wisse da was. Ah, so was Mystisches. So übers Unterbewusstsein, oder was? Nein. Nix Unterbewusstsein. Unterhosen. Da kannst du die Boxershorts von dem Burm zusammenlegen. Ja, oder Zockerl von deiner Tochter. Ja, ich hätte gemeint, die waren ausgezogen. Ich auch. Aber irgendwie find die Dreckwäsche immer wieder heim. Ist schon mystisch, oder? Also nun mal, so verlieren Sie 5 Kilo in 10 Tagen. Zuerst reinigen Sie Magen und Darm. So, Dala! Ah, da bist du ja endlich. Sag mal, hast du jetzt das Abführmittel gekriegt? Und was für eins? Das beste Abführmittel überhaupt. Tada! Muss jetzt leider abführen, ne? Sag mal, wärst denn du eigentlich nie erwachsen? Sorry, Befehl vom Herrn Kommissar. So. Wir kommen. Da schau her, was ich da hab.
Ja, was ist denn jetzt das? Wir wollten doch eine Diät machen. Ja, macht man ja auch. Und zwar eine Leberkastdiät. Eine Leberkastdiät. Das habe ich auch noch nie gehört. Naja, weil es halt noch nie einer gemacht hat. Ja, das wird schon seinen Grund haben. Und wie soll jetzt das gehen? Wie bei jeder anderen Diät auch. Wir essen jetzt einfach so viel Leberkäse, bis wir keinen mehr sehen können. Und dann nehmen wir von ganz allein ab. Also, besonders wissenschaftlich fundiert hört sich das aber nicht okay. Ja, mei, für sowas braucht es alle Pioniere. Also, ich opfer mich jetzt einmal für die Wissenschaft, gell? 1,5 Stunden bei 160 Grad müsste gelangen, oder? Also, der Mann ist ja sowas von selbstlos. Unglaublich. Es wäre bald daherkommen, dass wir Weißbier-Diät machen. Na, ich sag dir was, Petra, ich bin ja so glücklich mit meinem Hans-Jürgen, weil er so aufmerksam ist. Du weißt doch, dass ich gegen Walnussen allergisch bin, gell? Und wenn wir in ein Café gehen und einen Kuh abstellen, dann fragt er sofort, ob da Walnussen drin sind. Macht das deiner auch? Ich mag Walnuss. Na, ich sag dir was. Und Manieren hat der Mann. Du, der hält mir immer die Tür auf, gell? Aber das muss ich aber auch sagen, das war mir von Anfang an wichtig, dass ein Mo wirklich gute Manieren hat, gell? Obwohl ich natürlich schon noch helfen haben müssen, gell? Hatschi! Gesundheit. Glaubst du, das muss man die Mannsbilder schon ein bisschen darauf aufmerksam machen, gell, dass es im Haushalt auch ein paar Regeln gibt? Du glaubst, du hättest ja seine Flaschen Bier einfach so auf den Holztisch gestellt. Haha, aber nicht mit mir, gell? Das habe ich am Schnee austrimmern, Hans-Jörg. Das macht er nicht mehr, gell? Also nicht so wie deiner, gell? Hatschi! Sag einmal, Gesundheit. Bist du auf was allergisch, hä? Du, das kann für eine Hausstauballergie auch sein. Und wenn ich ehrlich bin, also wenn ich mich da so umschaue, dann darf es mich auch nicht wundern, gell? Wo bleibst du denn? Was der Rudi? Grüß dich. Wir reden gerade über gute Manieren. Psst, ich verstehe ja gar nichts vom Fernseher. Wir wollten jetzt eigentlich auch nicht... Ach, sag mal, Petra. Also du hast deinen Muschel überhaupt nicht im Griff, ha? Schaut nicht so aus, gell? Aha. Und mein Körper anscheinend auch nicht. Bleibst Tut mir leid. Bleibt's ruhig sitzen. Ich find der Lohr raus. Sag einmal, hat die nicht gelernt, dass man sein Teller leer ist, ha? Keine Manieren, die Frau. Dann haben wir einmal ein helles und ein Cola-Mix. Danke. Ja, bitteschön. Dankeschön, sagt mir du Buffet. Bitteschön. Du, sag einmal, kann das sein, dass wir heute Frühlingsanfang haben? Okay. Dass du sowas weißt. Hast gerade ein Handy nachgeschaut, gibst zu. Nein, nix Handy. Ich hab grad gemeint, weil die Natur so sprießt. Wo wärst jetzt du da herin eine Natur sprießen sehen? Ja, schau ihm nicht an. Sag einmal, ich geb dir gleich am Frühling. Wenn's nicht du sofort deine Augen jetzt da am Tisch hast, dann ist vorbei mit dem Frühling, Mandei. Dann wird's auf den Schlag Winter. Das darfst du mir glauben. Ja, mich friert schon. Ja, die So lob ich nicht an. Du, sag einmal, Resi, hast du einen Datsun? Hä? Ich fahr ein BMW, das weißt du doch. Nein, ich mein nicht dein Auto. Wir müssen ja Fußball schauen und da braucht man den Datsun. Also, wir brauchen da normalerweise einen Fernseher dazu. Er meint der Sohn. Ich hab keinen Sohn, aber der Vater war da. Oh mei, oh mei, oh mei. Das heißt der Sohn. Ich Sprachchinese. Ja. Und das ist ein Abo, damit man Fußball anschauen kann. Im Fernsehen. Das ist so ähnlich wie mit dem Skü. Was? Kennst du? S-K-Y. Skü. Oh, leck. Die haben's doch zwar Spot. Das tut so weh. Ja. Feierabend.